In Trubschachen im Emmental wohnt Familie Wenger-Hofstetter mit 4 eigenen und 2 Pflegekindern. Der Moni Aragon muss zum Metzger. Der Florian hat Respekt davor. Man weiss nie, was passieren kann. Es ist ein unberechtigtes Tier, oder? Und von Muskeln her haben wir natürlich keine Chance. Die Familie Al-Shehab kommt aus Syrien. Sie hat in der Schweiz Asyl bekommen. Das erste halbe Jahr haben sie in verschiedenen Asylzentren gelebt. Jetzt bekommen sie eine eigene Wohnung. Was soll ich sagen? Ich kann es kaum beschreiben. Ich bin so froh. Ich freue mich für meine Kinder. Ich habe nie im Leben gedacht, dass ich mit meinen Kindern in so einer Wohnung leben kann. Wolgensingers wohnen zu Nussbaumen im Kanton Thurgau. Bei den beiden Kindern dreht sich alles um das Rock'n'Roll-Tanzen. Aber sie müssen auch daheim mit anpacken. Florian? Ja, eigentlich wollte ich es nicht sagen. Jetzt ist es mir zu hektisch. Und jetzt machen sie mir zu wenig mit. Der andere träumt da. Das funktioniert nicht. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Es hat bis auf Ennetbühl im Kanton St. Gallen schneien. Tamira nimmt Abschied von dieser Aussicht. Heute verlässt die Familie Al-Shehab das Integrationszentrum Seeben für immer und zügelt auf Rapperswil in eine eigene Wohnung. Ich bin traurig und fröhlich. Ja. Traurig, weil ich gehe. Will ich jetzt gehen und ich bleibe hier in Gambe 6 Monate. Ja, mit der Arbeiter und mit der Familie. Ja. Wir sind eine große Familie. Aber jetzt, wir müssen gehen in ein neues Haus. Und starten. Ja. Es ist am Anfang sicher schwierig, weil wir dort auf uns allein gestellt sind. Hier haben wir viel Unterstützung von den Betreuern gehabt. Aber in der neuen Wohnung ist das dann nicht mehr so. Fast ein halbes Jahr lang hat die syrische Familie hier gelebt. Zeit genug, um enge Freundschaften zu knüpfen. Freust du dich? Ist gut. Halil, Chef, machst du alles Gute? Es ist das zweite Mal, dass die Familie in der Schweiz weiterziehen und Bekanntes zurücklassen muss. Vom Bundesasylzentrum Kreuzlingen sind sie auf Ennetbühl gekommen. Und jetzt zügeln sie auf Rapperswil-Jona. Wir sind langsam müde vom vielen Abschied nehmen. Mal da, mal dort. Leute kennenlernen und dann wieder zurücklassen. Von einer Ortschaft zu der anderen. Ich halte das fast nicht mehr aus. Ich will mich nicht immer von neuen Leuten verabschieden. Aber heute bin ich froh für meine Kinder. Wir gehen heute in ein neues Leben hinein. Auf dem Obergummen im Emmental nimmt der Alltag seinen gewohnten Lauf. Noch viel schneller. Magst du noch? Sehen wir dann schon, ob sie draussen sind. Bianca Wenger ist mit ihrer jüngsten Tochter, der Arwen, unterwegs. Die Bianca lässt sich nicht anmerken, dass sie sich Sorgen macht. Die
Familie lebt neben Bauern vor allem von der Betreuung von Pflegekindern. Jetzt will der Kanton Bern dafür weniger zahlen. Das stellt das ganze Lebensmodell von Wengers in Frage. Also wenn ich die Veränderungen so ein bisschen vor Augen habe, dann macht es mir schon grosse Sorgen, wie es weitergehen soll, vor allem auch für die Kinder, oder? Wenger Hofstetter sind gelehrte Bauern. Als sie den Hof übernommen haben, haben sie auch Ja dazu gesagt, Pflegeeltern zu werden. Für Kinder, die einen schwierigen Start ins Leben hatten. Mit den Beiträgen, die sie dafür bekommen, zahlen sie Schulgeld, Therapiestunden und auch den Lohn und die Miete von der Sozialpädagogin, der Sonja Hackel. Sie unterstützt die Familie mit ihrem Fachwissen. Es ist nicht klar, ob sie mit den neuen, tieferen Tarifen überhaupt noch hier arbeiten kann. Mein Glück ist, dass ich allein bin und keine Familie habe, für die ich schauen muss. Von daher kann ich ganz gut sagen, ich schaue einfach, wie lange es einen Platz für mich hier hat. Und wenn es keinen Platz mehr hat, dann geht es halt weiter. Auch wenn es noch ein paar Monate geht, bis die Änderungen in Kraft treten. Wenger Hofstetters müssen Geld verdienen. Vielleicht halt auch noch auswärts. Also mit den Änderungen, die auf uns zukommen, bin ich schon gefordert. Von Landwirtschaft allein können wir hier nicht leben. Das reicht es einfach nicht. Unser Betrieb ist zu wenig gross, für dass eine Familie existieren kann und ist eigentlich zu gross, für dass jemand gut arbeiten kann. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da einen Mittelweg finden, ob überhaupt etwas ist, was gut neben der Landwirtschaft zu machen wäre. Also Pflegekinder hätten wir ganz sicher nicht mehr hier bei uns, weil wir die Qualität gar nicht mehr gewährleisten für sie. Dass wenn jemand geht arbeiten, ist jemand weniger, der schaut, und das geht dann nicht. Das ist klar. Salat und Würst. Das Pflegemädchen Selina und die anderen Kinder sollen von diesen Sorgen nichts mitbekommen. Das würde zu viele Fragen aufwerfen, wo jetzt noch niemand eine Antwort darauf weiss. Danke, Speis und Trank, Himmel und Erde und Gottes Kraft in allem schafft. Gute Miteinander. Es ist morgen um 6 Uhr zu Nussbaumen bei der Familie Wolgensinger. Auch am Samstag ist die Mutter Lilian früh auf. So, Achtung, komm noch auf die Seite. So, komm da. So, ist gut. He? Oh, mach schon. Du bist ein Schleifer, du. Du bist ein Blödi. Komm wieder rein. Komm, geht nichts raus. So. Das ist so ein bisschen unser Hobby. Unser Hobby. Ja, also einfach hauptsächlich von der Ladina und von mir, dass wir da die kleinen Tiere haben. Wolgensingers haben Hühner, Wachteln, Häsli, Meersäule und Hunde. Die Lilian hat auch noch ein Ross. Das ist aber an einem anderen Ort untergebracht. Der Roger, der Vater der Familie, geht der Tag langsam an. Die beiden Kinder, der Florian und die Ladina, schlafen noch. Seit einem Arbeitsunfall vor über 10 Jahren ist der Roger auf einen Rollstuhl angewiesen. Ich brauche meine Zeit für mich, zum Aufwachen, aufgleisen. Schätzt das? Weil ich schon gerne auch für mich allein bin. Und die Ruhe geniessen, die Natur. Mit so Nebel ist es so noch mal ein bisschen leislicher, es ist so ein bisschen gedämpft alles. Ja, das gefällt mir.
Hoi, Bubino. Hoi, Mädchen. Hoi. 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 Jetzt nehmen wir die hier rein, dann trocknet es drinnen. Mhm. Oh, nicht schlecht. Du hast noch Dinge im Ohr, ja? Ja, ich weiss. Also lass ich gehen, glaube ich, jetzt schnell den Karton entsorgen, weil dann ist unsere Garage wieder mal ein bisschen frei. Ich bin selber so vor dem Unfall eigentlich. Ja, machen, tun. Ist viel gelaufen immer, ist lässig. Ja, und heute ich musste es lernen, um nichts zu machen. Nein, ich kann es lernen, weil es ist schön, wenn du die Zeit geniessen kannst. Aber man muss es lernen, es kommt nicht einfach so. Und Lilian ist immer noch so, ist auch gut. Nicht sonst gesagt, ja, wir mögen ja sonst schon nicht nach jetzt da mit dem Haushalt mit mir. Das sieht ja noch schlimmer aus sonst. Heute haben Ladina oder Florian ausnahmsweise kein Rock'n'Roll-Training. Im Normalfall, wenn sie können, schlafen sie aus. Aber ja, anscheinend sind wir zu laut heute Morgen, dass sie ausschlafen können. Musst du noch schnell etwas essen? Sonst etwas? Ha? Socken? Ja, heute ist Zusammenlegen auch noch angesagt. Hui. Schlechtes Gewissen ist immer ein bisschen rum. Also nicht immer, aber kommt vor, dass man das hat, dass ich das habe. Kommt sicher vor, dass für die Lilia manchmal zu viel ist. Aber es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Die Lilian übernimmt alles, was der Roger seit dem schweren Unfall nicht mehr machen kann. Ja, sicher wäre es schön, wenn ich gewisse Sachen nicht machen müsste. Aber ich weiss ja, dass jeder das macht, was er kann. Und darum finde ich, ist es okay. Florian, kannst du mir da schnell helfen, nachher sortieren? Weil wenn wir jetzt schon vorsortieren, sind wir nachher schneller. Theoretisch wären wir noch schneller, wenn wir es gerade immer machen würden. Die Familie Al-Shehab ist unterwegs auf Rapperswil. Ich habe bis jetzt noch nie so kaltes Wetter erlebt. Aber die Natur ist sehr schön, auch wenn es schneit. Ich habe mir gewünscht, dass ich Schnee sehe, bevor wir den Transfer haben. Dieser Wunsch ist mir erfüllt worden. Papa, schau, dort hat es Schnee. Die Natur ist bezaubernd und die Leute hier sind sehr bescheiden. Die Sprache ist schwierig. Ich bin in Syrien nie in die Schule. Darum wird es für mich schwierig, die Sprache zu lernen. Ja. Der Lars Thoma hat als Leiter des Integrationszentrums Eben die Familie schon längere Zeit betreut. Die Familie war jetzt wirklich auch noch ein bisschen speziell, muss ich sagen. Sie war sehr einfach auch beliebt im Zentrum, weil sie sich auch in der Küche vor allem sehr eingebracht hat, mit Kochen, mit Dessert machen. Und sie war sehr beliebt, auch beim Personal speziell, muss man sagen. Die Kinder waren sehr anständig. Ja, sie haben sich auch hervorgehoben in der Schule, muss man sagen, positiv. Und ich würde ihnen wünschen, dass sie an einen schönen Ort kommen. Und dass unsere Arbeit, die wir jetzt ein halbes Jahr gemacht haben, irgendwo dort dann auch weitergeht, natürlich. Ja. In Rapperswil werden sie von der Leiterin vom Sozialamt in Empfang genommen. Herzlich willkommen in Rapperswil. Ich begleite Sie in Ihre neue Wohnung. Danke. Seid ihr alle zusammen? Ja. Sie sind der Chef, ja? Ich bin Chef, Ja. ja. Genau. Hallo. Hi. Herr Alkab, ich bin Frau Stoff. Ah, Frau Stoll. Über die Grützenstraße sind wir da. Jetzt müssen wir rechts und wieder rechts.
Das ist schon lange her, seit ich die Tür mit meinem eigenen Schlüssel aufgeschlossen habe. Ich bin sehr froh. Sehr. Die Wohnung ist sehr schön. Es hat viele Zimmer. Sehr schön. والله Was soll ich sagen? Ich kann es kaum beschreiben. Ich bin so froh. Ich freue mich für meine Kinder. Ich habe nie im Leben gedacht, dass ich je mit meinen Kindern in so einer Wohnung leben kann. Wir sind sehr, sehr froh. Merci vielmals. Wie kann ich mich je bei euch bedanken? بس شكرا لكم يعني ما بعرف كيف بدي اتشكركم ما بعرف والله Der Florian Hofstetter hat heute eine schwierige Aufgabe. Der Moni, der Aragon, kommt in die Metzg. Ja, das kann heute recht heikel werden. Man weiss nie, was passieren kann. Es ist ein unberechnetes Tier, oder? Und von Muskeln her haben wir natürlich keine Chance. Aber er ist eigentlich noch in einem Alter, wo er noch Respekt hat. Und ich habe ihn seit der Geburt an immer auch begleitet. Von dem her habe ich eigentlich ein gutes Vertrauen. Ich habe es gut mit ihm. Der Aragon ist etwa 600 Kilo schwer. Das bekommt der Florian gerade mal zu spüren. Ja. Geht irgendwie gerade zusammen. Ja, ist gut. Der Aragon ist auf dem Hof auf die Welt gekommen und ist jetzt jährig. Zeit für ihn zu metzgen. Für einen Florian ist das nicht einfach Routine. Innerlich bin ich schon aufgeregt, ja. Natürlich. Er hat halt schon einen Platz in seiner Herde. Also der jetzt so etwas anderes, dass der Junge nachher kommt, wo er nicht mehr da ist. Die Mama war eigentlich recht ruhig im Stall. Und sie hat natürlich ein neues Kalb. Jetzt wird sie ihn etwa vermissen, wenn er nicht mehr kommt. Man kann schmecken und kann Hallo sagen. Aber so ist es. Die Metzg ist das Signal. Da wird der Moni schon erwartet. Vom Metzger, vom Helfer und dem Amtsveterinär. Ja, brav, brav. Ja, bist du gut, Herr? Dann rufst du rein und dann tun wir das Tor. Ja. Der Amtstierarzt kontrolliert, dass alles recht zugeht. Ja. Ja. Eine neue Umgebung, fremde Leute, das macht der Aragon skeptisch. Hey. Komm, Sassa, komm, Sassa. Da. Ja, komm, ist schon gut. Komm, Sassa, komm. Nach der Flucht durch das Dorf kommt der Aragon in einem Garten zur Ruhe. Ja, ein bisschen Schürfwunde, ja.
Dass ein Moni im Dorf ab ist, macht schnell die Runde. Kannst du ziehen? Nach einer guten Stunde ist der Aragon wieder im Anhänger und fährt nochmal in der Metzg vor. Der Muni bekommt der Bolzenschuss noch inne, dass er nicht noch mehr Stress hat. Der Amtstierarzt hat eine Ahnung, warum der Muni ausgerissen ist. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist er gleich erklüpft ab irgendetwas, was er gesehen hat. Und dann hat er die Kurve gegen rechts genommen, fertig. Und dann kann man nichts machen. Also wenn man auf den Weg steht, dann brennt ihm. Wie es dann auch gesehen hat, nicht haben erhalten. Also es ist etwas, das man nicht haben. Und die Gefahr ist dann, dass das ihm überschlägt. Und dann hatten wir dann einen Fall, wo jemand mitgeschleift wurde mit dem Muni, weil er nicht gehen wollte. Nein, also. Ja. Zurück auf dem Hof muss der Florian das Drama zuerst mal verarbeiten. Traurig für mich, das hat erleben quasi noch die Unsicherheit, ja. Das Nussbaumen sind Lilian und Florian zurück von der Entsorgungstour. Aber es gibt immer noch viel zu tun. Machst du zu Mittag und wir fangen an zu putzen? Ich tue Staubsaugen. Nein. Doch. Jetzt muss nicht. Du kannst mit dem anderen Staubsauger da hinten mal den Teppich saugen. Was? Flo. Ich finde allgemein das Putzen nicht so cool. Ich mache lieber Rock'n'Roll. Oder sonst irgendwas, einfach nicht putzen. Hä? Wer ist rot? Wieso blinkt das dumme Ding rot? Weil die Sonne verstopft ist, muss man kehren und schauen. Das ist schnell. Ja, weißt du, dass man es gar einsaugen kann. Das gehört dazu. Lernen, wie putzen, was, ja, haushalten. Ja, es gehört einfach dazu. So, gut. Kannst du wieder oben rein. Mama, du fühlst auch nicht mehr am Handy. Jetzt? Ja. Florian, wie weit bist du? Fertig. Okay. Ja. Dann, was haben wir? Die vorne? Was? Die vorne hast du gesaugt, den Teppich? Nein. Also, dann bist du ja nicht fertig, oder? Florian, nimm deine Schuhe gerade mit. Was ist denn die Abmachung, Florian, wenn du fertig bist? Ja, ist gut. Ja, eigentlich wollte ich es nicht müssen sagen. Was muss ich jetzt machen? Nimm deine Schuhe gerade mit. Da ist Florian, da hinten im Bad ist eh noch nicht gesaugt. Dort kannst du auch noch. Was? Er kann nicht saugen, wenn du drin bist. Dann bin ich jetzt gerade raus. Labert der Scheiße.
Jetzt ist es mir zu hektisch. Und jetzt machen sie mir zu wenig mit. Der andere träumt da. Das funktioniert nicht. Danke. Nein, echt jetzt. Er will nicht, dass sie putzt. Du, Knudel. Ja, ich komme. Jetzt tun wir essen. Ja. Achtung, Nadine. Florian, jetzt musst du mitmachen. Halleluja. Was, Hola, die Halleluja. Lautfee. So. Die Energie bei mir ist sie weg. Und dann bin ich halt eher ein bisschen dünnhütig. Dinkstiefelig. Ja, nein, nachher muss ich liegen. Das ist wieder gut nachher. Kilo? جيب نعناع؟ Bring noch Pfeffermünzen und Falafel mit. نعناع. Ist das alles? Okay. Ja, das ist alles. Und Pepsi. Pepsi. Und sonst noch etwas? Nein. Seit 3 Tagen lebt die Familie Al-Shehab jetzt in Rapperswil-Jona in der neuen Wohnung. عشان ما يقولوا عني ما Damit niemand denkt, wir seien nicht sauber. بس استمرت بوضعي. لا لا عادي. تمام. شو حط. شوف. يعطيك العافية. Ist das das Richtige? Ja. Hast du Pfeffermünzen mitgebracht? Ja, das habe ich. Kaula denkt viel daran, wie sie noch vor ein paar Monaten gelebt haben. كانت تشتي لما تشتي علي. Im Winter hat es in die Wohnung reingeregnet. Ich habe mir wegen der Kälte Sorgen gemacht um die Kinder. بكونوا نايمين هون تنزل عليهم بس تشتي اكل هم كثير. Hier kann ich ruhig schlafen. Meine Kinder sind jetzt in Sicherheit. Im Libanon haben sie keine Zukunft gehabt. هناك بلبنان لما كنا عايشين هناك ما كان في امان، ما كنت احس انه اولادي يعني لهم مستقبل هناك. لا تفوتي لعندي على المطبخ. Komm bitte nicht mit offenen Haaren in die Küche. خلي تضب لك يا اختك. Der ist viel zu klein. Das ist mein Zimmer. Ich bin so glücklich, dass mein Zimmer sehr schön und groß ist. Ich brauche einen Tisch und Stuhl und Bild. Hier. Ich habe schon ein Bett, aber ich brauche noch einen Schrank. Ich habe nicht. Und meine Kleider ist hier in der Koffer. Noch nicht weg. Ja. Das ist mein Schrank und dieser. Und, Mir fehlen noch ein paar Spielsachen. Das ist mein Auto und das ist mein Teddybär. دبدوب؟ شوفني بقية الأغراض شوفني. Es gibt Falafel zum Mittag. Das gefällt mir. Ich habe nie gedacht, dass ich das hier finde. Das hat die Kinder am liebsten. Normalerweise zum Morgen oder zum Mittag. Ich bin froh, dass meine Kinder gerne essen. Es macht mir Freude, für sie zu kochen. فلما عم بطبخ يعني كثير بكون مبسوطة كثير. Im Libanon sind die Kinder nicht satt geworden von dem, was wir uns leisten konnten.
Stand auf, willst du keinen Falafel essen? Komm jetzt und gib mir das Handy. Gang und wasch dir die Hände. Stand auf. Willst du keinen Falafel? So, komm jetzt, mein Lieb. ما بصير لأن تصوروا مو أنا بشتري لك موتسيك لا لا هو بيقول لك على Ich habe ihr Essen sehr gern. Sie kochen sehr gut. Und auch die Leute im Camp hatten Freude gehabt, wenn sie gekocht haben. شو بدك؟ بدك خبز؟ خليل Wenger Hofstetters und die Sozialpädagogin Sonja wissen immer noch nicht genau, wie es weitergeht. Der Kanton kürzt Tarife für Pflegekinder. Aber wie fest ist noch offen. Jetzt sind sie in Verhandlungen mit dem zuständigen Jugendamt. In der Zwischenzeit haben wir mit den Behörden Kontakt gehabt und haben wie einen neuen Vorschlag bekommen, ob wir uns das vorstellen mit 140 Franken, ob das unsere Kosten deckt, ob das ist, was entspricht, was gebraucht wird. Und das deckt überhaupt nicht eigentlich annähernd die Kosten, die wir haben. Und jetzt sind wir einfach wirklich gefordert, aufzuschreiben oder zu zeigen, was der Besondere ist an dieser Platzierung und was die Kinder wirklich brauchen. Ja. Ich würde einfach schlichtweg größtmögliche Normalität in einem Familienalltag erleben können, mit möglichst genügend Betreuung, die möglichst wenig erkannt wird oder bemerkt wird oder wie auch immer. Es ist noch schwierig, das zu definieren. Wenn wir jetzt angenommen, wir wären jetzt die gleichen Menschen, wir würden uns für Pflaster auf Langnau oder auf Bern in eine Wohnung, wäre es überhaupt nicht möglich. Genau, nicht tragbar. Wäre das Setting eigentlich auch nicht tragbar. Was eigentlich unglaublich wichtig ist halt auch die Landwirtschaft, oder? Nicht speichern. Du hast es ja schon. Die Betreuung der 2 Pflegekinder auf dem Hof geht ins Geld. Sonja und Bianca machen ein Budget, wie viel Geld sie für was brauchen. Also wenn die Kosten gut Sprache nicht angenommen wird und man keine Lösung findet, ist ganz klar, dann wird geschaut für einen anderen Platz. Und ein anderer Platz wird heissen, sicher nicht in einer Familie. Da werden dann Institutionen zum Tragen kommen. Gefragt werden. Das ist eigentlich das ist etwas, was sonnenklar ist. Also, merci. Ja, danke. Es bleiben nur noch ein paar Wochen Zeit. Dann muss alles unter Dach und Fach sein. Und alles so, dass die Kinder nichts von dieser ungewissen Situation merken. Deine Handschuhe! Ja, also. Dann, wenn wir sagen, ist Mittagsruhe. Bis nachher. Ich tue noch schnell den Ofen anzünden, dass es ein bisschen wärmer wird. Gut, bis nachher. Nach dem Essen macht Selina in der Wohnung vor Sonja Mittagsruhe. Das Mädchen ist knapp 10. Vor 2 Jahren ist sie aus der Kinderpsychiatrie auf den Hof gekommen. Ich und mein Papa haben es nicht so gut gehabt. Wir waren immer verrückt zusammen. Und dann bin ich zu verschiedenen Familien gegangen. Und jetzt bin ich hier gelandet. Söcken. Und Bella. Ja, ich fühle mich wohl hier. Ja, sehr wohl. Der ganze Hof ist schön. Schöne Tiere. Und ich war die immer nur alleine und
Hier fängt es viel mehr Bobben mit den anderen Kindern, anstatt alleine zu tun. Es gefällt mir einfach hier. Ich hole euch noch meine Mini-Stifte. Nach der Mittagsruhe will Selina dem Grossi einen Brief schreiben. Sonja hilft ihr dabei. Es ist ihre Aufgabe, für die Pflegekinder da zu sein. Nein, da würde ich sagen, was fehlt genau in diesem Wort noch. Ist ja nicht schlimm, wenn mal ein Fehlerchen drin ist. Stopp schnell. Du heute erzählen, was du schreiben willst. Wie geht's dir denn? Gut. Also, dann schreib mal das und nachher gerade ein bisschen, auf was du dich freust vom Winter jetzt. Mhm. Und damit meine ich nicht nur Weihnachten und Geschenke, sondern auch, was man draussen im Schnee machen kann, zum Beispiel. Sonja und Selina haben in den letzten 2 Jahren eine gute Beziehung aufgebaut. Ich weiß was. Aber erzähl mal. Der Winter ist einfach toll. Okay, so, und wie hört es jetzt richtig auf? Was ist das Schlusswort? Gut. Das Büsi hat Giuliano vor ein paar Tagen von seinen lieblichen Eltern bekommen. Das habe ich schon gewünscht vor Jahren. Und jetzt habe ich einfach mal ein Haustier. Zu seinem Büsi muss der Giuliano selber schauen. Ein wichtiges Ämtli. Ina. So, Julie, hast du einen Moment? Ja. Also, jetzt haben wir doch noch gesagt, wir reden mal ein bisschen über dein Bussi reden. Ja. Bist du jetzt sicher im Namen? Ja, schon. Bille? Ja. Bille. Jetzt ist sie schon die 3. Nacht da, gell? Ja. Ich muss sagen, du machst es Hennen gut im Fall. Du kümmerst dich auch gut um die Katze. Jetzt bist du am Morgen auch immer eine Viertelstunde früher auf. Ja. Hast sie geführt. Und mir denkt, sie weiss schon ziemlich genau, wo sie hergehört, gell? Ja. Wie tut es dir so mit dem Futter im Zimmer haben und das Katzenkistchen? Und das alles? Ja, gut. Ich hätte am Anfang gedacht, es stinkt viel mehr, wenn die Katze reinschliesselt. Mhm. Aber es stinkt eigentlich nicht so. Ich habe aber das Essen jetzt drinnen gelassen. Mhm. Darum hat es einfach so ein bisschen Stink nach Katzenfutter, das Nassfutter. Ja, das ist weil ich es eigentlich rausgetan und dann war es weg. Ah, dann haben sie Wildkatzen genommen, oder der Fuchs. Also weisst du was, dann schaue ich für eine Box, wo man das nasse Futter rein tun kann, wo man zutun kann. Und dann tun wir das hier vor dein Fenster. Ja. Ist gut. Und dann stinkt es dann auch nicht und dann ist es schön versorgt. Ja. Dann kann der auch keine Katze drin beißen. Also. Ein paar Tage muss das Büsi zum Angewöhnen noch im Haus bleiben. Dann darf es dann raus. Büsi. Heute kommt aus, in welche Klasse und wo die Kinder von der Familie Al-Shehab in die Schule kommen. Sie sind alle zu einem Gespräch im Stadthaus eingeladen. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Schule Rapperswil-Jona. Ich bin Herr Schweingruber. Wir sind für die Schule zuständig. وهو قال ان هو المسؤول عن نظام المدرسه والحد اللي تحتيه على طول. Also es geht heute darum, herauszufinden, in welche Klasse dass er in die Schule geht und in welches Schulhaus. Hat Mohammed schon einmal eine Schule oder einen Kindergarten oder eine Krippe oder etwas besucht? 5 سنين. 5 سنين. Nein, war nie in einem Kindergarten oder Schule und er ist 5 Jahre alt. Für ihn ist jetzt mal klar, er kommt in den ersten Kindergarten. Und dann gehen wir zu Maria. Maria, hast du schon einmal Schule gehabt, Maria? Lesen, schreiben, wie ist es? نفس المدرسة. هو كنتوا كلكم بتبقوا مع بعض. بس هي طب وقبل كده؟
Sie hat gesagt, sie hat das gemacht bis die 4. Stufe. Das bedeutet für dich eigentlich die 5. Klasse. Aber bei Kindern, die noch nicht so gut Deutsch können, teilen wir die Kinder ein Jahr tiefer ein. Also dann sprechen wir jetzt über Khalil und Amira. Also bei euch müsste ich auch zuerst wissen, habt ihr früher auch schon Schule gemacht in Syrien oder im Libanon? 6 Jahre. بس آخر سنة ما درسها. نفس ماريا. فاتت عليه سنة. Er hat 5 Klassen schon geschafft und die 6. Er konnte das nicht weitermachen. Englisch hast du etwas gelernt? Ja, ein bisschen. Ja. We could speak English. Ja. Ja, sure. Okay. Amira, du bist hier. Ja. Du bist im letzten Jahr, das noch obligatorisch ist. Und du, Khalil, bist eigentlich schon ein Jahr über der Schule. Ja. Schulpflicht. Ja. Ihr geht hier auf dieser Stufe in eine spezielle Schule zum Deutschlernen. Und dann ist ja die Frage, was passiert nachher? Hast du schon eine Idee, was du später machen möchtest? Ingenieur. Engineering. Engineering, ja. Okay. Engineering für... Für einfach Gebäude, zum Gebäude machen okay. oder bauen. Ja. أنا أحب أصير مهندسة ديكور داخلي. Okay. زي خليل. خليل. Sie will genau wie Khalil, aber sie will mehr in Dekoration. einfach Engineering für Dekoration. هو كان هو صغير يقول لي بدي أعمل لك أحلى بيت. Schon als Kind wollte er mir ein schönes Haus bauen und viele Tiere rein tun. Er baut es und ich richte es ein. Amira hat noch ein Jahr mehr Zeit. Also wenn sie jetzt bis im nächsten Sommer Deutsch lernt, ich hoffe, auf ein solches Level kommt, dann können sie gut jetzt vom Alter her auch noch mal ein Jahr länger in die Schule, also unter dem Dach von der obligatorischen Schule noch mal ein Jahr Deutsch lernen. Beim Khalil müssen wir schon auf den nächsten Sommer eine Anschlusslösung finden. Also Ingenieur verstanden im Sinne von Hochschulstudium und so, das kann im Moment wie nicht das Thema sein. Oder? Also im Moment wäre das Thema, dass man sucht, eine Berufsausbildung zu machen auf einfachem Level, dass der Khalil eine Berufsausbildung machen kann und dann ist das Schweizer Bildungssystem ja offen. Die jüngsten Kinder haben immer die besten Chancen, die können sogar eine Matur machen, die können nachher studieren. Die Grossen haben ein bisschen schlechtere Karten von dort her. Ich hatte aber auch schon einen Flüchtlingsbub, der hat wie Amira jetzt, der hat noch das letzte Schuljahr in der Volksschule gehabt und hat dann noch eine 4-jährige Lehre gemacht mit der BMS. Also es ist ganz unterschiedlich. Das Allerwichtigste ist, dass ihr gut Deutsch lernt. Das ist das Allerwichtigste. Hm? Almani, mehr. Almani, mehr. Gut. Almani, mehr. Ja, super. Gut. In diesem Schulhaus hier gibt es auch einen Kindergarten. Also Mohammed hätte dann ein bisschen einen längeren Weg, aber er wäre zusammen mit der Schwester. Und jetzt ist es so für Mohammed. Das nächste Mal gehen die Kinder von Al-Shahabs in den Kindergarten und in die Schule. Ich habe mich so gefreut, mit der Schule anzufangen. Ohne Schule war es langweilig. Riesenapplaus für alle Talente, die hinten Backstage warten und nervös sind. Für Florian und Ladina geht es jetzt um alles. Das grosse Finale ist da. Macht es denn gut, hä? Rocket das Ding. Und aus dem Muni Aragon gibt es Würste. Die Monina, irgendwann müssen wir es fast nicht gehen, wenn sie sich dann bewusst werden, wie stark das sie sind, dann wird es halt dann einfach auch gefährlich. Das alles und noch viel mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten. Familiensache.